Vielen Dank, vielen Dank. Was für eine Freude, heute hier zu sein. Und was für eine Ehre, hier predigen zu dürfen und Gottes Wort verkündigen zu dürfen in der Schweiz. Ich bin mir gewohnt, normalerweise auf Spanisch zu predigen. ¿Quién habla español aquí? ¿Hay gente? ¿Dónde está la gente? Pocos. Ja, ist gut. Ich bleibe beim Deutsch, ja, die Mehrheit. Die Mehrheit. Ja, für die uns nicht kennen oder nicht wissen, was wir machen, wir waren die letzten 6 Jahre in Peru, in Südperu, in den Bergen, auf 2600 Meter Höhe, in einem Andendorf, wo die Leute Quechua reden und haben dort in der Mission Dios Pisuyana gedient. Ihr könnt hier dieses Krankenhaus sehen. Wer kennt das schon? Wer hat schon mal gehört? Viele wahrscheinlich, ja. Weil es ist noch eine andere Familie hier aus dem ICF Basel dort, die Familie Maurer. Die dienen dort mit uns, auch im Krankenhaus. Und was haben wir da gemacht die letzten 6 Jahre? Wir haben operiert. Ich habe viel operiert, ich bin Chirurg. Ich habe Bäuche aufgeschnitten, Beine zusammengeflickt und so weiter. Ich war jeden Tag dort im OP, mehr oder weniger. Und jetzt nach 6 Jahren brauche ich eine Auszeit. Ja? Ich bin auch müde geworden, ihr kennt das, man wird manchmal müde vom Leben und von all den Dingen und von der Not, die wir dort täglich bei uns haben. Und wir haben entschieden, für 1 Jahr in die Schweiz zu kommen. Damit unsere Kinder hier in die Schule gehen, Schweizerdeutsch lernen, die Schweizer Kultur kennenlernen. Und dann nach 1 Jahr wollen wir wieder für längere Zeit zurück nach Peru. Und wir haben stark das Gefühl, dass Gott das von uns möchte. Wir wurden vor 6 Jahren hier ausgesendet, nicht auf diese Bühne, das war noch da auf der anderen Seite. Da ist ein Bild von uns, meine Frau Claudia, Samuel, der ist jetzt 9 und Nathan, der war damals noch nicht mal 1 Jahr alt, der ist jetzt 7 und dann kam noch einer dazu. Ihr seht hier ein aktuelles Bild, das ist erst ein paar Monate alt. Der Daniel ist jetzt 4 Jahre alt. Das ist unsere Familie und meine Frau hat dort in Peru am Anfang in der Schule gearbeitet, sie ist Lehrerin und dann als das 3. Kind kam, ist sie dann zu Hause geblieben als Mutter und hat einen Bibelladen aufgemacht. Ihr könnt hier auch ein Bild sehen, das rechts ist der Bibelladen, der besteht jetzt 4 Jahre. Wir verkaufen dort ausschließlich christliche Literatur, Bibeln und alles drumherum. Ein tolles Projekt und immer, wenn das Festival stattfindet, ziehen wir alles um in ein kleines Zelt, in einen Stand vor dem Festivaleingang und das ist das Bild, was ihr da auf der linken Seite sehen könnt. Libreria Pan de Vida, Brot des Lebens. Amen. Ja, ich habe euch heute jetzt nicht einen Vortrag mitgebracht über unsere Arbeit dort. Viele haben es schon gehört. Es gibt auch tolle Bücher vom Gründer von diesem Krankenhaus, sondern ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht. Und der Titel dieser Predigt heißt El Roi. Wer hat diesen Namen schon mal gehört? El Roi. Ja, einige nicht. Es ist ein Name Gottes, wie er in der Bibel steht, und zwar nur ein einziges Mal. Und es ist ein ganz spezieller Name, weil es ist auch das einzige Mal in der Bibel, wo ein Mensch Gott einen Namen gibt. Sonst stellt immer Gott sich vor und sagt, ich bin der ich bin Jahwe, Elohim, was auch immer. Ganz viele Namen, wir kommen da noch dazu. Aber das einzige Mal, wo ein Mensch Gott einen Namen gibt. Es gibt mehrere Stellen, wo die Patriarchen oder die Propheten einem Ort einen Namen geben. Da ist Gott mir begegnet, dieser Ort, dieser Altar, dieser Brunnen. Aber Gott selbst einen Namen geben, ist die Ausnahme. Ich möchte zum Anfang der Predigt noch beten. Bitte steht doch kurz auf. Ich weiß, es ist heiß, aber damit ihr nicht einschläft, einmal kurz aufstehen. Schließt eure Augen und macht eure Herzen und Ohren auf für Gottes Wort. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute hier sein dürfen in deinem Haus. Wir danken dir, dass wir hier an einem geschützten Ort sein dürfen, wo du alle Dämonen, alle dunklen Mächte fernhältst von uns und uns frei machst, von dir zu empfangen, von dir zu hören. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, rede zu unseren Herzen, rede zu uns, Herr. Dein Wort ist ein zweischneidiges Schwert, was Seele und Geist durchtrennt, bis tief ins Mark hineinschneidet und in uns
etwas Neues schafft. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du heute durch mich, durch meinen Mund redest zur Gemeinde, dass die Gemeinde erbaut werden darf durch dein Wort, dass dein Name verherrlicht wird, dass dein Name groß wird und dass wir heute etwas von dir empfangen dürfen und voll von dir wieder rausgehen dürfen, um wieder gelehrt zu werden, um wieder ausgegossen zu werden. Und immer wieder neu füllst du uns und wir entleeren uns wieder und dafür danken wir dir. Amen. Setzt euch, es ist warm. El Roi, der Gott, der mich sieht. Also ich habe hier noch Notizen gemacht. Ich mache immer eigentlich Notizen für eine Predigt, obwohl ich dann doch komplett etwas anderes erzähle nachher. Aber immerhin, die Notizen sind da und wenn ich mal irgendwie nicht mehr weiß, was sagen, dann kann ich da drauf schauen. Yes, El Roi ist ein Name Gottes. Gott hat viele Namen in der Gemeinde, in der Bibel. Und jeder von uns hat auch einen Namen. Gewisse von uns haben mehrere Namen. Gewisse von uns werden auch irgendwie genannt. Wer bist du? Wie wirst du genannt von anderen? Wie wurdest du getauft von deinen Eltern? Und wer glaubst du selbst, dass du bist? Was glaubst du, wer du bist? Wenn jemand dich fragt, wer bist du? Was ist das Erste, was du sagst? Deinen Namen, oder? Und dann, was kommt dann? Vielleicht Alter, Mann, Frau, Herkunft, Beruf, Familie, was man so macht. Die Welt definiert uns über diese Dinge, äußerliche Dinge. Was man tut, was man arbeitet, wie der Kalender aussieht, wie deine Social-Media-Plattform aussieht. Aber heute geht es nicht um diese Dinge. Heute geht es darum, wie Gott dich sieht. Wer sagt Gott, wer du bist? Kennt ihr die Namen in der Bibel von Gott? Wer kennt einen Namen? Ihr müsst ein bisschen mitmachen, das läuft hier ein bisschen interaktiv. Wer kennt einen Namen Gottes, der in der Bibel steht? El Shaddai. El Rafa. Yahweh Shammah. Elohim, Yahweh, Shalom, Friede. Amen. Zeigt mal hier diese Liste. Ich habe hier eine Liste vorbereitet. Im Neuen Testament sind die Namen ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal weniger poetisch. Theos, Kyrios ist griechisch, oder? Kyrios heißt Herr, Pater, der Vater. Ein paar, die ihr sicher noch nicht gehört habt. Hypsistos, der Höchste. Pantokrator, der Allherrscher, der Allmächtige. Soter, der Retter. Immanuel, das ist nicht griechisch, das steht nämlich auch schon im Alten Testament in Jeremias, Gott mit uns. Jetzt im Alten Testament, ich habe hier ein paar rausgesucht, so die gängigsten, die häufigsten, es gibt noch viele mehr. Fast 7000 Mal steht der Name Gottes Jahwe im Alten Testament. Jahwe heißt so viel wie ich bin der ich bin der da ist. Oder sein, es stammt aus dem Wort sein. So hat sich Gott vorgestellt. Elohim heißt Gott. Eigentlich ist es Mehrzahl. Schon im ersten Vers der Bibel, Genesis 1,1. Am Anfang schuf Gott Elohim. Und das Pronomen ist Einzahl, aber das Wort ist eigentlich Mehrzahl. Weil Gott ist Vater, Sohn und Geist. Und in diesem ersten Vers, das ist so kraftvoll, ich schiebe das kurz ein, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Elohim, die Dreifaltigkeit Gottes, Vater, Sohn und Geist. Und im gleichen Satz die Dreifaltigkeit der Schöpfung. Die ganze Schöpfung besteht aus 3 Dingen. Zeit am Anfang, Raum, Himmel und Materie, Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und auch diese 3 Dinge sind auch dreifaltig. Die Zeit, es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, nichts anderes. Der Raum ist dreidimensional, Höhe, Breite, Tiefe, nichts anderes. Und die Materie, gasförmig, flüssig, fest. Es gibt nichts anderes. Dreifaltigkeit der Dreifaltigkeit der Dreifaltigkeit. Ist Gott nicht gut? Ist Gott nicht groß? Ist Gott nicht einfach wunderbar? Amen.
Ich brauche ein Amen ab und zu mal. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Elohim, 2600 Mal steht sein Name so in der Bibel. Die Kurzform, die Einzahlform davor, Eloah oder El. Adonai, Yahweh Zebaoth, Herr der Herrscharen, Gott Israels. El Shaddai, Gott der Allmächtige. Eloah, Singularform von Elohim. El Elyon, der Höchste. Und dann geht es weiter, wir haben noch einen zweiten Slide. El Olam. Und dann kommen ein paar Namen, die auch nur einmal genannt wurden. Und meistens sind das Namen, wo jemand Gott begegnet ist und dann diesem Ort einen Namen gibt. Yahweh Jireh, der Gott, der versorgt. Als Abraham seinen Sohn Isaac opfern wollte und dann Gott gesagt hat, nein, und ihm einen Schafbock da bringt, um den zu opfern, da hat Abraham diesen Ort Yahweh Jireh genannt, Gott versorgt. Im letzten Moment, wie so oft. Yahweh Rapha wird häufig übersetzt, original heißt es Rofecha, Gott der heilt. Nachdem das Volk Israel aus Ägypten zog, kamen sie an dieses bittere Wasser, Mara, das sie nicht trinken konnten, das krank macht. Und dann verwandelt Gott dieses Wasser in Trinkwasser und sagt, ich bin der Gott, euer Arzt. Yahweh Rapha. Yahweh Nissi, der Herr ist meine Fahne, als Mose da die Arme hochhalten musste, um die Schlacht zu gewinnen. Und dann, immer wenn die Arme müde wurden, ging es schlecht für das Heer. Und dann wieder Arme hoch und am Schluss sagt er, der Herr ist meine Fahne, mein Banner, mein Kriegsbanner. Yahweh Shalom, der Herr ist Frieden. Yahweh Tzidkenu, der Herr unsere Gerechtigkeit. Yahweh Rohi, der Herr ist mein Hirte. Psalm 23. Und eben El Roi, der Gott, der mich sieht. Das einzige Mal in der Bibel, wo ein Mensch Gott einen Namen gibt. Und was für ein Mensch? Wer weiß, wer hat Gott diesen Namen gegeben? Wer weiß es? Hagar. Hagar. Wer war Hagar? Eine Ausländerin, eine Ägypterin, eine Sklavin, ohne Recht, ohne Besitz. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der einzige Mensch, der in der ganzen Schrift Gott einen Namen geben darf, war eine Sklavin, die davonlief in die Wüste. Der Name, man weiß es nicht 100%, aber man sagt, bedeutet wahrscheinlich einfach die Fremde, der Flüchtling. Also sie hatte nicht mal einen richtigen Namen, sondern man hat sie einfach so, ja, Flüchtling oder Fremde genannt. Sie war eine Leihmutter, wieder ein aktuelles Thema in den Medien, was ganz Trauriges. Und das hat der Stammvater Abraham und Sarai da gemacht mit ihr. Kennt ihr die Geschichte? Wer eine Bibel hier hat, Genesis 16, 1. Mose 16, das ganze Kapitel, Vers 1 bis 16, ist diese Geschichte, um die sich heute diese Predigt dreht. Und es war so, dass 10 Jahre zuvor Gott Abraham viele Nachkommen versprochen hat. Und Abraham und Sarai haben 10 Jahre gewartet und es ist nichts passiert. Sie haben keine Kinder gekriegt. Und sie haben irgendwie den Glauben verloren und gedacht, ja, Gott macht das nicht. Dann machen wir es halt selbst. Und Sarai hat Abraham vorgeschlagen, ja, ich kann keine Kinder kriegen, aber ich habe eine Magd. Wahrscheinlich war die jung, wahrscheinlich war die 18, 20 Jahre alt. Wahrscheinlich war sie auch schön. Nimm doch meine Magd. Damals war das so geltendes Recht, dass wenn eine Magd, eine Sklavin, ein Kind für die Herrin gebärt, dass dieses Kind rechtlich als ihr Kind zählt. Und darum kam sie auf diese Idee und ging zu Abraham und sagte ihm, ja, nimm doch meine Magd Hagar, kannst ja durch sie ein Kind kriegen, damit ich doch noch ein Kind kriege, weil ich bin unfruchtbar. Und Abraham sagt, ja gut, ja. Abraham schläft mit ihr, sie wird schwanger und dann fängt sie an, auf ihre Herrin, auf Sarai hinabzusehen. Sie überhebt sich, sie lacht sie aus. Ja, du bist unfruchtbar, aber schau, ich habe ein Baby in meinem Bauch. Sie wird da stolz. Und Sarai stört das sehr, fühlt sich gedemütigt. Und da geht sie zu Abraham und sagt, das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld. Du hast dieses Kind gezeugt und sie schaut jetzt auf mich hinab. Und es ist eine schreckliche Geschichte, ja? Und Abraham reagiert, ja, ist ja deine Sklavin, mach mit ihr doch, was du willst.
Ja, für mich ist es nur eine Leihmutter. Ich habe mit der geschlafen, aber bedeutet mir nichts. Mach mit ihr, was du willst. Und Sarai behandelt die Hagar daraufhin so schlecht, demütigt sie, misshandelt sie wahrscheinlich, dass sie davonläuft. Hagar weiß, wenn sie einfach in die Wüste hinausläuft, sie könnte sterben. Aber es war ihr lieber, davon zu laufen und vielleicht zu sterben, als unter dieser Misshandlung und Demütigung von der Sarai zu bleiben. Und sie läuft davon, verzweifelt. Und sie läuft in die Wüste, wir wissen nicht wohin, Richtung Süden, vielleicht zurück nach Ägypten, wo sie ja herkam, ist möglich. Und in dieser Wüste, an einem Wasserloch, an einem Brunnen, dort findet sie Gott. Und ich weiß nicht, wie viele von euch sich im Moment auch in einer Wüste befinden. Hier sitzen viele Leute, ihr seht alle super aus, perfekt, alles toll. Aber wie sieht es innen drin aus? Das, was niemand sieht, das, was niemand kennt. Ist dort vielleicht eine Wüste, eine Leere, ein Kampf? Mütter und Väter, Mütter, die Kinder, ein Riesentrubel, wenig Schlaf und niemand fragt, wie geht's dir? Väter, die einfach funktionieren, schaffen jeden Tag, oder? Früh aufstehen, krüppeln, einfach funktionieren wie ein Roboter. Aber innerlich irgendwas bleibt auf der Strecke. Junge Leute, 1000 Freunde auf Instagram, auf Social Media, im Handy, tausende Kontakte. Aber niemand ruft dich an, niemand kennt dich, niemand weiß, wie es dir wirklich geht. Ich kenne diese Wüste aus meinem eigenen Leben, immer wieder. In meiner Jugendzeit, ich habe mit 11 Jahren angefangen zu saufen, zu kiffen, mit 13, 14 harte Drogen genommen, bin aus der Schule geflogen, war in einem Jugendgefängnis 3 Monate hier in Basel. Habe nachher noch schlimmer weitergemacht. Meine Mutter wurde krank, Krebs, 2 Jahre fast nur im Spital, stirbt, als ich 17 war. Ich war am Ende, ich war in einer Wüste, ich wollte nicht mehr leben. Das macht alles keinen Sinn. Und dort hat Gott mich gefunden, in dieser Wüste. Es war auf den Philippinen, ich ging in einen Gottesdienst, wurde eingeladen, die haben da irgendwas gepredigt, ich habe nichts verstanden, ich dachte, die spinnen vielleicht. Und dann haben sie angefangen, Musik zu spielen, auf Englisch. Missionarsteam aus Manila, Jugendliche, in einer ganz kleinen Gemeinde. Und beim ersten Lied, ich falle auf meine Knie und Gottes Liebe überströmt mich und ich sehe Jesus am Kreuz mit ausgestreckten Armen, ich vergebe dir, komm zu mir, ich heile dich, ich mache dein Leben neu. 1, 2 Wochen später habe ich mich taufen lassen, dort in einem schmutzigen Fluss, irgendwo im Dschungel in den Philippinen. Aber es ist nicht dieses Wasser, was mich reingewaschen hat, es ist Gottes Blut an diesem Kreuz, was mich reingewaschen hat. Und seither lebe ich mit ihm. Ich bin 2006, vor 20 Jahren, 2, 3 Monate nach diesem Erlebnis in den Philippinen, ins Youth Planet gekommen, im Gundeli, hier ins ICF und sehe mich seither als Teil dieser Gemeinde. Und glaubt mir, ich hatte ein paar Mal eine Krise in diesen 20 Jahren und dachte, ja, ich muss mir eine andere Gemeinde suchen. Es ist schon lange her, aber ich hatte das, ja. Aber ich habe mir gesagt, nein, das ist meine Gemeinde. Sie mag unperfekt sein, weil das sind ja Leute. Und wenn ich in eine andere gehe, dann ist es vielleicht noch schlimmer, ja. Und ich hatte Leute, die haben in mich investiert, die haben mich gesehen damals. Maiki Kono, Martin Baumann, Stefan Wittmer, andere. Ich habe gesagt, nein, das ist meine Familie, da bleibe ich. Und ich freue mich so, heute wieder hier zu sein und dieses Jahr hier bei euch sein zu dürfen. Es ist ein Riesensegen, diese Gemeinde, ein Riesensegen. Und ja, Wüste, es war nicht nur damals eine Wüste, wir kommen immer wieder in die Wüste, auch in den letzten 6 Jahren in Peru. Man ist müde, wir sind dort tagtäglich schlimmer Not ausgesetzt. Die Patienten, die Leute, die haben kein Geld, die kommen von weit her, die haben schreckliche Traumata erlebt, sind krank, wir können ihnen vielleicht nicht helfen, manchen können wir helfen. Es laugt aus, es macht müde. Und dann fühle ich mich wieder wie in dieser Wüste und erlebe immer wieder aufs Neue,
wie Gott mich dort sieht, wie Gott mich dort findet, so wie Hagar, und zu mir spricht und mich wieder auffüllt. Im Vers 7 lesen wir, dass der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste. Das erste Mal in der Bibel, wo der Engel des Herrn so auftritt. Und wenn man das ganze Kapitel genau studiert, ist nicht einfach ein Engel, ein Botschafter von Gott, es ist Gott selbst. Weil Hagar sagt ja nachher, El Roi, ich habe Gott gesehen, oder ich habe den gesehen, der mich sieht, so sagt sie es. Es war Gott selbst. Und Theologen sind sich einig, wenn die Bibel so vom Engel des Herrn spricht, in diesem Kontext, dann war das Jesus, der dort zu ihr kam. Bevor er als Mensch inkarniert wurde, dann 1000 Jahre später. Jesus ist ihr begegnet. Und was passiert dann? Gott findet sie dort in dieser Wüste, in dieser Verzweiflung, und er sieht sie und er ist ihr nahe. Ich möchte hier 2 Psalmen einschieben. Psalm 34, Vers 19. Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind. So die Luther-Übersetzung. Die neue Übersetzung, Gott ist denen nahe, die verzweifelt sind. Und er rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Das ist unser Gott. Er ist nicht denen nahe, die sich zusammenreißen und immer, ja, ich muss stark sein. Er ist denen nahe, die vor ihm zerbrechen, die vor ihm auf die Knie gehen, die ihm alles hingeben, die sagen, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich bin in der Wüste. Denen ist Gott nahe. Und er weiß alles. Im Psalm 56, Vers 9, du siehst doch, wie lange ich schon umherirre. Jede Träne hast du gezählt, ja alle sind in deinem Buch festgehalten. Jeden Schmerz, jede Träne, die du vergossen hast, Gott hat sie gesehen. Und nicht nur gesehen, er hat sie aufgefangen in einem Gefäß, aufgeschrieben. Wisst ihr, wie wertvoll jedes eurer Gebete ist? Kein Gebet, keine Träne, die ihr im Gebet vergießt, ist umsonst. Der Herr fängt sie auf als etwas Kostbares, als ein Opfer vor ihm. Unser Zerbruch ist ihm ein Wohlgeruch und er nähert sich uns, wenn wir zerbrochen sind. Amen? Don't sleep, nicht einschlafen. Amen. Gott sieht uns, wenn wir am Ende unserer Kräfte sind. Und Gott sieht uns, wenn niemand sonst uns sieht. Im Neuen Testament 2 tolle Beispiele. Der Zachäus im Baum, der Zöllner, der Oberzöllner, den alle hassten, weil er Geld gemacht hat mit den Römern, gemeinsame Sache und das Volk ausgebeutet. Dort in Jericho kommt Jesus und redet und dieser Zachäus ist klein und niemand sieht ihn, niemand will ihn und man drängt ihn wahrscheinlich so weg, du darfst nicht vor, der klettert auf einen Baum, um Jesus zu sehen und Jesus sieht ihn und spricht ihn direkt an. Oder die Samariterin am Brunnen, gleich wie Hagar, Jesus trifft die Fremde an einer Wasserstelle in der Wüste. Niemand will sie haben, sie muss mittags Wasser holen, weil morgens in der Kühle darf sie nicht, weil sie hatte 5 Männer und lebt mit einem zusammen, mit dem sie nicht verheiratet ist. Aber Jesus sieht sie und spricht zu ihr. Wir gehen weiter im Text, Vers 8. Gott stellt eine Frage. Hagar, du Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Gott stellt keine Fragen, weil er die Antwort nicht weiß. Gott weiß alles. Gott stellt diese Fragen, wie ein Chirurg mit dem Skalpell schneidet. Und ich liebe das. Ich liebe das, den Finger da in die Wunde zu tun, da wo es weh tut. Ja, hier tut es weh, hier, ja, da tut es weh, Doktor, ja, da tut es weh. Und nochmal, wirklich hier, ja, genau. Warum? Um zu heilen. Mit dem Messer zu schneiden, das tut weh. Aber man schneidet eine Wunde, eine Infektion, einen Tumor, man schneidet ihn hinaus, um zu heilen. Und so sind die Fragen Gottes. Gottes Fragen sind wie ein Skalpell, um dich zu operieren, um dich zu heilen. Weil diese Frage tut weh, oder? Woher kommst du, wohin gehst du, Hagar? Gott weiß es genau, aber sie weiß es nicht, wohin sie geht.
Sie ist davongelaufen vom Schmerz, von der Demütigung, von der Ausbeutung. Aber Gott sieht sie. Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Hebräer 4,13. Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Gott kennt jeden von euch. Bis ins letzte Detail. Das Dümmste, was du machen kannst, vor Gott davonlaufen. Macht keinen Sinn. Er sieht alles. Er ist überall. Und wie geht das? Dass Gott uns ansieht und uns trotzdem liebt. Hagar hat sich gewundert, warum bin ich noch am Leben, nachdem ich Gott gesehen habe? Gott, der Richter, der Heilige, der Perfekte, der Gerechte, der alle Sünde straft. Warum kann er uns ansehen, ohne uns zu verurteilen, ohne uns zu vernichten für unsere Sünde? Weil Jesus am Kreuz dafür bezahlt hat. Und das war schon damals Gottes Plan, die Menschheit zu retten durch seinen Sohn am Kreuz. Und deshalb kann er uns anschauen und alles sehen, was in uns ist und uns trotzdem lieben, weil er hat die Strafe schon seinem Sohn gegeben. 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Steht da nicht, ja, Gott ist dann lieb und nett und barmherzig und ja, Schwamm drüber, die Sünden, die zählen nicht. Es heißt, nein, er ist dann treu und gerecht. Also wenn wir unsere Sünden bekennen, müsste er uns gerechterweise strafen für unsere Sünden. Weil er ist gerecht. Und keine Sünde, die auf dieser Erde passiert, geht ungestraft davon. Nein, für die, die die Sünden bekennen, wird diese Sünde dem Lamm Gottes auferlegt. Das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinfortträgt. Wenn Gott uns sieht, El Roi, sieht er nicht einfach unseren Schmerz, unsere Misshandlung, unsere Demütigung. Nein, er sieht auch unsere Sünde. Er sieht unsere Fehler. Nichts bleibt ihm verborgen. Gottes Auge bleibt nichts verborgen. Jakobus 5,16. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet des Gerechten ist mächtig. Wenn du Gott deine Sünden bekennst, vergibt er dir. Er legt sie auf seinen Sohn. Er bezahlt für dich. Aber hier steht, bekennt einander eure Sünden. Vielleicht gibt es Leute, die kommen seit Jahren in die Gemeinde, aber niemand kennt deine Sünde. Niemand kennt deine dunklen Ecken in deinem Herzen, deine Scham, was du niemandem sagen willst. Du kannst sie Gott bekennen im Geheimen und er wird dir vergeben. Aber die Heilung kommt, wenn wir sie einander bekennen und füreinander beten. Das soll ein Aufruf sein. Such dir eine Gruppe, such dir eine Small Group, such dir einen Freund, einen Bruder, eine Schwester in der Gemeinde. Trefft euch, erzählt euch einander alle eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Amen. Und was passiert dann? Jesus stirbt am Kreuz, nimmt die ganze Strafe auf sich. Für alles, was du falsch gemacht hast. Für alles, was du falsch machen wirst. Für alles, was du nicht getan hast, aber du hättest es tun sollen. Kennen wir das nicht auch? Wir haben Erinnerungen an Dinge, da hätte ich das eigentlich sagen sollen oder tun sollen. Wir haben es nicht getan. Das ist genauso Sünde, wie was du getan hast. Und es geht noch weiter. Jesus stirbt nicht nur für unsere Sünden, die wir getan oder nicht getan haben, die wir gedacht oder gespürt oder gefühlt haben. Nein, er stirbt für uns als Sünder, für unsere Identität. Wir sind geboren als Sünder. Wir stammen von Sündern ab. Wir sind Sünder. Unser Herz ist sündhaft. Es ist unsere Identität als Menschen.
Und dafür ist er auch gestorben. Seine Gnade, seine Vergebung ist so groß. Sie vergibt dir nicht einfach nur, was du getan oder nicht getan hast. Nein, sie vergibt dir sogar, wer du bist. Und macht etwas Neues. Durch dieses Blut von Jesus, was er am Kreuz vergossen hat. Wir werden nachher Abendmahl nehmen und symbolisch dieses Blut trinken, seinen gebrochenen Körper essen, damit wir vergeben werden, damit unsere Identität und unsere Sünden vergeben werden und wir einen neuen Geist empfangen. Ich möchte Römer 8 lesen, 15 und 16. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Sünde macht Angst, weil sie mit der Strafe rechnet. Aber Gottes Geist, Gottes Liebe treibt alle Angst aus, weil es wartet keine Strafe mehr auf dich. Weil Jesus hat sie empfangen, diese Strafe. Er hat sie weggenommen von dir. Wenn wir Gottes Kinder heißen, kriegen wir eine neue Identität. Wir sind nicht mehr Sünder, sondern wir sind Heilige, Geheiligte. Seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Steht mehrmals in der Bibel. Seid heilig. Er gibt uns seinen Geist, seine Kraft, um ein heiliges Leben zu leben. Und der Teufel will dich immer wieder anklagen, immer wieder angreifen, dir immer wieder Angst machen. Aber du hast doch das und dort und da bist du noch nicht frei und dort bist du noch nicht geheilt. Das ist nicht Gott. Gottes Geist sagt dir, du bist sein Sohn, seine Tochter, teuer erkauft durch das Blut seines Sohnes, der die Sünde der Welt weggetragen hat an diesem Kreuz. So lasst uns heute Morgen an dieses Kreuz kommen, unsere Sünde ablegen, unsere Sünde bekennen und Gottes Vergebung empfangen. Das ist das Evangelium, liebe Freunde. Das ist das wahre Evangelium, die gute Botschaft, Evangelios. Angel, der Engel, der Botschafter und eu, gut. Das ist die gute Botschaft, das ist die beste Botschaft. Es gibt keine bessere Botschaft in dieser ganzen Welt als das Evangelium, welches uns vergibt und uns neu macht. Es gibt für diese Welt keine andere Lösung. Es gibt keine Politik, weder von links noch von rechts, die diese Welt heilen kann. Nur das Blut von Jesus kann diese Welt heilen, kann unser Herz heilen. Wir möchten, dass ein Land sich verändert, eine Welt sich verändert. Wir müssen anfangen in unserer Familie, in unserem Herzen, in uns selbst. Und nur das Blut Jesus hat diese Kraft. Ich bin heute nicht gekommen, um zu predigen mit menschlicher Weisheit, menschlicher Kraft, sondern im Geist Gottes. Und es macht für dich keinen Sinn, es macht für die Welt keinen Sinn. Aber es ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Sein Tod am Kreuz ist die Wahrheit. Und es ist eine übernatürliche Kraft, die für unser menschliches Denken zu hoch, zu groß, zu gut, zu schön ist. Aber der Geist Gottes ist hier, heute diesen Morgen, um dein Herz aufzutun und zu dir zu reden. Um etwas zu tun in deinem Herzen, in deinem Geist, in deinen Gedanken, was nur er tun kann. Was vielleicht keinen Sinn macht, aber er kann es tun. Ich möchte noch den letzten Vers lesen, Johannes 3,1. 1. Johannes 3,1. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist perfekt. Wir als Sünder können in seiner Gegenwart nicht bestehen, ohne das Opfer Jesu am Kreuz. Darum hat sich Hagar dort gewundert, warum ich habe Gott gesehen und bin noch am Leben. Wow, El Roi, der Gott, der mich sieht. Das ist seine Liebe, Freunde. Seine Liebe, die so groß ist, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat.
sondern ihn geopfert hat als letztes Opfer. Du kannst kein weiteres Opfer bringen, um gerettet zu werden. Denn das größte Opfer ist gebracht, vor 2000 Jahren an diesem Kreuz. Darum komm heute vor dieses Kreuz und leg dein Leben nieder vor ihm. Gib es ihm, damit du es gewinnst. Lasst uns aufstehen, bitte. Ich möchte beten. Schließt eure Augen und haltet eure Hände vor, ausgestreckt, Handflächen nach oben oder unten, wie auch immer. Streckt eure Hände aus nach Gott, schließt eure Augen und Vater im Himmel, wir kommen vor dich diesen Morgen. Wir kommen vor dich, weil wir dich brauchen, Herr. Weil wir immer wieder in dieser Wüste sind, wo uns dürstet, wo wir müde werden, wo wir ausgelaugt sind. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen deine Liebe, wir brauchen deine Vergebung, wir brauchen dein Blut, dein Opfer. Danke, Jesus, dass du heute hier bist, dass wir das Abendmahl feiern dürfen, um uns zu erinnern an dein Opfer an diesem Kreuz, um dieses Geschenk anzunehmen, welches du freilich gibst, gratis gibst. Herr, wir bekennen dir unsere Schuld. Wir bekennen dir unsere Sorgen, unsere Ängste. Und wir wissen, dass du gnädig bist, dass du vergibst, dass du neu machst. Heiliger Geist, tu dein Werk in uns. Herr, wir loben und preisen dich. Unsere Antwort auf dein Opfer, auf deine Gabe, auf dein Geschenk, auf deine Vergebung ist unsere Anbetung, unsere Dankbarkeit, unser Lobpreis, der für immer währen wird. Danke, Herr, dass Herrlichkeit auf uns wartet. Danke, dass wir bereits in dieser Welt deine Herrlichkeit schauen dürfen, auch wenn nur in einem kleinen Teil. Und danke, dass eine ewige Herrlichkeit auf uns wartet. Denn du hast uns teuer erkauft und uns zu deinen Kindern gemacht. Im Namen Jesus. Amen. Amen.